Das Kampagne hat sich gedurcht, für die Leute zu sensibilisieren, für Luchten an den Pneuen an dieser schlechter Jahreszeit kontrollieren zu lassen. Wir machen die Kampagne sich alle Jahre und wir kontrollieren plus ou moins 5000 Autos. Das Kampagne hat sich für die Verein, die ist auch gratis, und wir machen sie Site von Marseille und noch durch das Land auf verschiedenen Parkingen. Für sich ist es wichtig, dass in der Zeit gut gesehen wird. Und dafür müssen die Luchten alle gut gehen. Und das ist auch wichtig, dass sie gut gesät und dafür müssen sie auch gut angestellt sein. Und plus soll ich auch nicht die Autos, die entgegenkommen, verblenden. Was das Funktionament anbelangt, gehen die Standluten, die Aufblendluten, die Fahren, Nivelluten, die Winker und die Trägangluten kontrolliert. Plus natürlich die Plackenbeleuchtung. Für die Kontrolle ist es irrelevant, ob in mit Wand oder mit Sommerpneu kann. Das Problem ist bei den Sommerpneuen, die müssen auch bei hohen Asphalttemperaturen funktionieren. Und das, wenn die Zeit so kalt wird, gehen die Pneu nicht mehr warm genug für eine gute Haftung zu garantieren. Bei Wanderpneuen, die haben eine Müll-Gummimischung. Und da kann der Pneu sich auch bei ganz niedrigen Temperaturen trotzdem genug Hitze bauen, für auch genug Haftung zu haben. Das gesetzliche Mindestprofil ist 1,6 mm. Das ist von der Sicherheit hier aber ein bisschen Limit. Wenn man davon ausgeht, dass ein neuer Wanderpneu zwischen 8 und 9 mm hat, raten wir den Leuten nicht unter 4 mm mit einem Wanderpneu zu fahren. Die Ursache hierfür ist, dass ein Wanderpneu am Profil mit Lamellen versehen ist, wenn der Pneu aber bis auf 4 mm rauf ist, die Lamellen nicht mehr effizient sind und dadurch der Wanderpneu am Schnee dann auch nicht mehr so gut aus. Was den Alter von den Wanderpneuen anbelangt, muss man sich bewusst sein, dass sie ungefähr noch 4-5 Jahre an Effektivität verlieren. Die Ursache dafür ist, dass die Weichmacher den am Gummi ist, für dass der Pneu gut Müll bleibt, löser rausgeht. Für die Leute, die Wanderräder selber montieren, muss ich natürlich gut darauf aufpassen, dass ich immer die allerbesten Pneuen haben möchte. Die Ursache dafür ist, dass das Auto an der Kehre muss stabil bleiben, dass ein Hanne nicht ausbricht. Am selben Sinn muss ich aufpassen, bei Wanderpneuen, die sind sich Drehrichtung gebunden. Das heißt, da muss ich aufpassen, dass ich sie richtig montiert. Wenn das Video euch gefallen hat, dann schenkt euch ein kleines Like. Und wir wünschen euch, dass ihr gut durch die Wander kommt.